Wegweisend, unsere Adventsserie bis Heiligabend. Diejenigen von uns, die Schachspiele, kennen das vielleicht. Beim Schach ist die mächtigste Figur an sich die Dame. Die Dame kann ganz viele Schachzüge machen, sie kann schräg laufen, sie kann nur einen Schritt laufen, sie kann wie ein Turm sich bewegen. Also sie ist die mächtigste Spielfigur beim Schach. Und diejenigen, die von uns Schach spielen, haben das vielleicht selbst mal erlebt. Wenn du besser werden willst im Schachspielen, dann haben gute Lehrer häufig einen Trick parat, wie man das lernen kann. Weil, was machen sie? Sie nehmen dir die Dame weg. Sie sagen, look, du musst das ganze Spiel ohne Dame bestreiten. Und so bist du herausgefordert, du musst lernen, alle anderen Figuren beim Schach richtig einzusetzen. Du musst schauen, look, wie kann ich einen Bauer einsetzen, wie kann ich das Pferd einsetzen, wie kann ich einen Läufer einsetzen. Und dann kannst du merken, okay, jetzt entwickelst du allmählich eine Strategie und dann lernst du das mit der Zeit, die Damen nicht am Anfang zu gebrauchen, sondern wirklich am Schluss. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass momentan das Gleiche passiert bei uns als Kirche, bei vielen Kirchen. Situation ist die, wir dürfen uns nicht mehr physisch treffen. Hier im Kanton Basel-Stadt, nur noch mit 10, 15 Leuten dürfen nur noch hineinkommen, das ist ganz schnell passiert. Das Gefäß, wo wir als Kirche stark nutzen, wo wir auch als ICF wirklich stark drin sind, wo Woche für Woche 500, 600 Leute zusammenkommen und Celebration feiern, das ist uns wie weggenommen worden und wir dürfen das nicht mehr oder nur noch mit einer ganz kleinen Anzahl im Basel-Land oder auch in Lörrach. Das ist unsere Situation. Wir müssen Kirche neu denken, ohne diese mächtige Spielfigur Dame, diese Celebration. Und wir sind alle herausgefordert als Kirche, ja, wie funktioniert das, wegweisend zu sein im Advent, auf das hinzuweisen, auf den Event, der schlechthin hier uns alle ausmacht. Jesus hat mal im Johannesevangelium Folgendes gesagt zu seinen Freunden. Ich möchte euch das vorlesen. Johannes 15, und er sagt da, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Erwählt, hingehen und Frucht bringen. Und Jesus sagt, es fängt mit mir an, ich habe dich erwählt und du musst aber hingehen. Und dann wird Frucht entstehen, Frucht, die wirklich bleibt. Wie sieht das praktisch aus? Wie kannst du und ich das in unserem Alltag wirklich erleben? Ich habe heute für die Celebration ein Ehepaar eingeladen. Ein Ehepaar, wo seit vielen Jahren hier im ICF dabei ist, an viele Orte schon mitgewirkt hat. Und ein Ehepaar, das schon lange unterwegs ist, gemeinsam als Unternehmer. Und Sie werden heute Rede und Antwort dazu stehen, wie Sie als Unternehmer in Ihrem Alltag, in Ihrem Berufsalltag das wirklich ausleben. Christian und Manuela Scherer, und wenn Sie jetzt gleich hier auf die Bühne kommen, dann könnt ihr daheim, aber auch hier in der Halle noch einen fetten Applaus den beiden geben. Christian und Manuela, herzlich willkommen. Wow, hä? Hey. Herzlich willkommen, ihr beide. Wow, das ist wirklich ein großes Vorrecht, dass ihr euch Zeit nehmt, heute in der Celebration hier Rede und Antwort zu stehen. Damit die meisten euch ein bisschen näher kennenlernen. Sag mal, wie lange seid ihr beide eigentlich schon verheiratet? Wir sind jetzt 15 Jahre sind wir zusammen verheiratet. 15 Jahre. Habt ihr Kinder und wie viel? Ja, wir haben 3 Kinder und wir haben uns übrigens im ICF kennengelernt. Im ICF, ja, wie lange seid ihr im ICF denn schon? Auch 15 Jahre, oder? Also ich bin seit dem ersten Tag, wo es ICF Basel gibt, bin ich dabei. Und bin mega dankbar, dass es ICF gibt. Und ich bin seit dem 95 dabei, schon im ICF Zürich Besucher gewesen. Wow. Ja, ihr seid wirklich Urgesteine in dem Fall. Hey, Dankeschön, dass ihr als Urgesteine so Rede und Antwort heute 15 Jahre verheiratet. Ihr seht so jung aus, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt so auf 1, 2 Jahre getippt oder so. Naja, lassen wir das. Ihr beide, ich komme gerade zu euch. Ich habe schon gesagt, ihr seid Unternehmer. Wenn ich recht informiert bin, seid ihr seit 10 Jahren als Unternehmer tätig. Ihr macht das als Ehepaar.
Also nicht nur du oder du, sondern ihr seid beide in der Firma engagiert. Ihr habt hier in der Region Basel, in Pratteln ein größeres Geschäft und seit einiger Zeit auch im Raum Zürich, Dübendorf. Um was handelt es sich genau? Was macht ihr da in eurem Geschäft? Ja, also wir haben ein Gartenmöbelgeschäft mit 5 Vertriebskanälen. Das heisst, wir haben 3 Läden in Pratteln, in Zürich und in Luzern. Dann haben wir 2 Aussendienstler, die Restaurant, Altersheim, Hotels besuchen und einrichten. Wir gehen an 12 Messen pro Jahr in der Schweiz. Wir über 100 Wiederverkäufer beliefern mit teils eigener Ware, die wir exklusiv haben und allein designt haben. Und wir haben noch 3 Webshops. Im Moment arbeiten etwa 35 Mitarbeiter bei uns und 10 davon vom ICF. Wow, 35 Mitarbeiter, wow. Luzern, wusste ich gar nicht. Das ist wirklich, und das alles in den letzten 10 Jahren so entstanden, Stück für Stück. Ja, ja. Wow, schön. Ich steige gerade ein, wir haben jetzt gehört, wegweisend unsere Serie, wie können wir hingehen, Frucht bringen, wie wenn Jesus uns erwählt hat, wie sieht das im Alltag aus? Ich weiß von euch, dass ihr auch in eurem Berufsleben absolut nicht damit zurückhaltet zu sagen, look, wir sind Nachfolger Jesu. Wir gehen irgendwo in eine Kirche, wir sind Christen, wir stehen dazu, das ist kein Geheimnis, ihr tut das nicht irgendwo so peinlich, wir sind auch noch Christen, so, sondern ihr tut das offensiv wirklich auch ausleben. Und ich habe mich gefragt, look, wie wirkt sich das denn ganz konkret in eurem Geschäft aus für Mitarbeiter? Oder jetzt zur Weihnachtszeit zum Beispiel. Wie können Leute das erfahren, dass ihr Nachfolger Jesus seid, als Mitarbeiter, als Kunde, wegen wenn ich zu euch kommen würde, in eurer Ethik, Werte, was auch immer? Also bei uns in den Läden liegen christliche Zeitschriften auf. Denen läuft teilweise nicht immer christliche Musik. Passt nicht immer ganz allen. Und wir treffen uns 2-mal im Monat zum Gebetstreffen. Als Mitarbeiter, ja, genau. Die wollen oder freiwillig? Alle freiwillig kommen. Meistens kommen natürlich die Gläubigen, aber es haben auch schon Ungläubige hineingeschaut. Und das ist selbstverständlich auf Arbeitszeit. Okay. Genau, und auch letztes Jahr, wo wir die Weihnachtsfeier hatten, haben wir gerade gleichzeitig, wo die Weihnachtsfeier im ICF Zürich war, das Musical, haben wir den Laden in Dübendorf eröffnet und sind nachher als ganze Familie, als ganze Firma auf Zürich gegangen, haben die Eröffnung des Laden gefeiert, sind jetzt Nachtessen und nachher sind wir als komplette Firma eigentlich an die Weihnachtsfeier gegangen und ich nachher auch nach dieser Celebration noch gesagt habe, wirklich, wenn es den Gott, den wir heute Abend davor gehört haben, nicht würde geben, würde es die Firma nie geben und wären wir nie so mutig, so Schritt gehen und uns wirklich auch mit dieser Firma immer wieder aufs Wasser raustrauen, weil wir wirklich glauben, dass die Firma in Gottes Hand ist. Eine andere Situation, die ich möchte erzählen, gerade vor 2 Wochen sind am einen Morgen 2 Mitarbeiter zu mir ins Büro gekommen. Der erste ist gekommen und fragte, ob er die Tür zugemacht hat. Ich sagte, ja, auf jeden Fall. Und was es geht, ob ich nicht für ihn beten könnte. Und er sagte, ja, auf alle Fälle. Dann habe ich mit ihm gebetet und 2 Stunden später kommt ganz ein anderer Mitarbeiter zu mir und fragt, ob er die Tür zumachen darf. Ich sagte, okay, was ist heute für ein Morgen? Und hat mir auch einfach erzählt, wo er steht im Leben und ich bräuchte Rat von mir und ob ich ihm einfach Hoffnung geben. Und dann haben wir wirklich gesagt, wer unsere Hoffnung ist, und das ist Jesus. Ein weiterer Punkt noch, gerade während der Corona-Zeit habe ich so ein Büchlein bestellt, das heisst «Fragwürdig». Das ist ein kleines Büchlein, das einfach uns erklärt, um was es geht im christlichen Glauben. Und ich habe dann mehreren Mitarbeitern einen Brief geschrieben und habe ihnen einfach gesagt, hey, lies doch mal das Büchlein, es gibt wirklich mehr im Leben als nur Geschäfte und was man sonst sieht. Und als letzter Punkt noch, wir haben christliche Werte in unserer Firma, wo wir auch klar kommunizieren und probieren dann natürlich zu leben, wo einfach der Satz «Lieb die Nächsten wie dich selber», wo man wirklich die Leute auffordert, so miteinander umzugehen und so mit unseren Kunden umzugehen, wie wir auch behandelt werden. Das ist sehr offensiv, also wirklich sehr deutlich. Man kann beten mit euch, wenn man will, als Mitarbeiter freiwillig. Man wird eingeladen in ein Musical und hört dann hinterher eine Ansprache vom Chef und Chefin persönlich über die Hoffnung von Jesus. Und das habt ihr jetzt über 10 Jahre, ihr macht das ja schon über 10 Jahre und ihr habt ja sicherlich schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Ich weiß, im Frühjahr war ja für euch wirklich eine sehr
kritische und schwierige Zeit beim Lockdown, die Hauptzeit an sich, wo man Gartenmöbel kauft. Also ich kaufe Gartenmöbel nicht im Oktober, im Dezember, dann im Frühjahr, wenn die Sonne rauskommt, denkt man, jetzt muss man irgendwie was Neues haben. Und dann musstet ihr ja auch schließen. War wirklich eine dramatische Zeit. Was mich mal interessieren würde, wie motiviert man sich, wenn man schon jetzt so 10 Jahre dran ist und Höhen und Tiefen erlebt hat, erfolgreiche und weniger erfolgreiche Jahre gehabt hat, Kinder. Wie motiviert man sich wieder jeden neuen Tag aufzustehen und sagen, doch, ich möchte so Werte ausleben in meiner Firma? Ist das Gedanke von Expansion, oh, wir wollen noch größer werden, wir wollen die IKEA von der Schweiz werden? Ist das eine Motivation? Oder was ist so eure Vision noch mehr dahinter? Ja, also ich denke, ich will noch einmal geschwind zurückgehen, wirklich zu dem doch speziellen Jahr von uns. Es ist Anfang März ja, oder Mitte März ist ja zuerst Messen abgesagt worden, wo für uns ein Hauptumsatzträger ist. Nachher sind die Läden zugemacht worden. Und dann haben wir einfach gewusst, das war ein riesiger Schock für uns gewesen. Und wir haben uns ist klar gewesen, wenn wir den Frühling nicht erleben, dann wird es uns im Winter nicht mehr geben, weil wir brauchen den Frühling als Hauptgeschäft. Nachher zum Beispiel im März machen wir 8-mal mehr Umsatz weder in einem Wintermonat, und sind ja eigentlich März, April, Mai sind ja die Läden zu gewesen, wo uns wirklich tiefst ins Herz getroffen hat. Und dann habe ich auch gesagt, ja gut, wir können die Rechnungen nicht mehr zahlen, wir haben keine Lösung mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt tue ich einfach wirklich mein Geschäft, mein Leben in Gottes Hand legen, die Firma gehört ihm, mein Leben gehört ihm. Und dann wirklich 3 Tage nachher gefastet und gebetet und einfach gesagt, Gott, du hast es im Griff. Und nach 3 Tagen ist ein unglaublicher Frieden in mein Leben gekommen, wo ich wirklich in die Situation kam, wo ich gesagt habe, egal was passiert, ich muss mich nicht sorgen, und bin eigentlich wirklich selber sehr erstaunt gewesen, dass ich so zuversichtlich wieder in die Zukunft schauen konnte, obwohl dass sich an der Situation eigentlich noch gar nichts geändert hat. Ja, und dann sind wir dann mal mit einem Wirtschaftsanwalt zusammengehockt, und da redet meine Frau gerne drüber. Genau, ich wollte wirklich wissen, wie ernst steht es um die Situation, und auch, ich habe ihm dort Fragen gestellt und er hat gesagt, es könnte jetzt in einen Konkurs rauslaufen. Dann habe ich gesagt, ja, aber wir haben doch noch so viel Ware am Lager, wo wir zu Geld machen könnten. Dann hat er gesagt, wenn es einen Konkurs gibt, dann hat die Ware keinen Wert mehr, wir werden nichts mehr dafür bekommen. Und das war wirklich ein mega Schock gewesen. Dann haben wir gedacht, wenn wir jetzt die Mitarbeiter entlassen müssen, dann hat uns das Herz wehgetan. Und dann sagt der Christian, ja, wir haben auch keinen Job mehr und werden so schnell auch nicht einen wieder finden. Während dieser Zeit, wir mussten auch im Frühling Darlehen von Verwandten zurückzahlen. Dann haben wir gedacht, wie machen wir das? Die wollten eigentlich ein Haus kaufen, das hat dann nicht mehr geklappt. Oder, ja. Und während dieser schwierigen Zeit habe ich von einer Freundin einen Film bekommen, den wir nachher werden sehen. Und ich habe das dutzende Mal geschaut, ich weiß nicht wie oft. Ich bin auf ins Zimmer, habe die Tür zugemacht, ich bin auf die Knie und ich habe das geschaut. Und immer wenn die Zweifel wieder gekommen sind, wenn ich dachte, menschlich gesehen, schaffen wir es gar nicht, es ist unmöglich. Und als ich das geschaut habe, habe ich gemerkt, es ist auch so eine Frieden und eine Zuversicht in mein Herz gekommen. Ich möchte wirklich sagen, danke Herr. Und nachdem, als ich auf den Knie war, bin ich aufgestanden. Ich habe wirklich wie symbolisch meine Krone wieder gerichtet und ich habe wieder gestärkt können in den Alltag gehen. Und jetzt du hast das Video mitgebracht, wa? Genau. Und da schauen wir uns kurz an, was du dir in dem Lockdown da mehrmals angeschaut hast.
Und ich habe wirklich gebetet, dass ich so eine Frau sein darf. Bei der Maria heisst es ja, du musst niemand Besonderes sein, aber gehorchen. Das ist mir manchmal schwer gefallen. Und gehorchen heisst gehen und horchen. Und wir haben wirklich einen Auftrag. Und ich habe mich so an dieser Elisabeth festgehalten. Dort heisst es, zweifle nie daran, was Gott tun kann. Er ist der Gott der vielen Wunder. Und das haben wir wirklich erleben. Ich habe auch gerade den Freitag, also vor 2 Tagen, ein Newsletter geschrieben an meine Mitarbeiter. Ich mache das eigentlich, das Ziel wäre jeden Monat. Es ist ein bisschen untergegangen in dem Sommer. Und trotzdem habe ich eigentlich gedacht, jetzt möchte ich wieder mal einen Rückblick machen und einfach meine Mitarbeiter informieren, was so ansteht in der Firma. Und habe dann auch noch den Newsletter, der letzte, den ich geschrieben habe, war während dem Lockdown, vorgenommen. Und dort habe ich geschrieben, ich versuche positiv in die Zukunft zu schauen, gebe aber davon aus, dass Denova um einige Jahre zurückgeworfen wird, wenn nicht ein Wunder geschieht. Die Voraussetzungen sind jedoch nun optimal für ein Wunder. Wunder sind ja die Spezialdisziplin von Gott, daher bitte ich euch um Gebetsunterstützung. Das habe ich meinen Mitarbeitern geschrieben. Und wir würden es nicht glauben, also wir sind jetzt seit 12 Jahren auf dem Markt und 2020 war für unsere Firma das beste Jahr der Geschichte. Das beste Jahr von der Geschichte gewesen? Okay. Und ich bin davon ausgegangen. Wow. Und gleichzeitig habe du hast die Frage gestellt, was motiviert uns? Ja. Und die habe ich mir auch noch einmal ganz neu gestellt. Was ist die Vision, für was stehe ich auf am Morgen, was bringt mein Herz zum Springen? Und gerade in dieser Situation, wo wirklich die Existenz von unserer Firma bedroht war, habe ich mich noch einmal das neu gefragt und einfach nur Grind runter und Säckchen, einfach noch mehr, noch grösser, wie du gesagt hast, das ist definitiv nicht unsere Motivation. Und nach längerem Prozess, wo wir auch mit meinem Bruder, der auch Inhaber ist von dieser Firma, haben wir noch eine neue Vision geschrieben. Und die Vision ist, Denova bringt Menschen zum Aufblühen durch exzellente Gartenmöbel, durch Wertschätzung der Kunden und Mitarbeiter sowie eine gelebte Kultur der zweiten Chance. Also wir wollen wirklich sehen, dass in unserer Firma Menschen aufblühen, dass wir ihre Gaben und Stärken freisetzen können und dass nicht nur wir als Inhaber aufblühen, sondern auch unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, aber sogar auch unsere Lieferanten, dass wir einfach Begegnungen haben können, wo Leute ermutigt sind, weiterzugehen auf ihrem Weg. Auch wenn wir Leute, die schwierige Lebenssituationen hatten, Krankheiten oder Sucht, wirklich bei uns eine Chance geben, wie auch Jesus uns immer wieder eine zweite, dritte oder sogar vierte Chance gibt. Und am Ende des Jahres wollen wir nicht nur schauen, wie nach dem finanziellen Erfolg ist es ein gutes Jahr gewesen, sondern wirklich uns fragen, wo sind Menschen aufgeblüht, wo haben wir Ermutigungen zusprechen, wo haben wir einfach ein Licht sein auf unserem Lebensweg. Ich sage, es ist eine neue Vision, es ist wirklich jetzt während der Corona-Zeit entstanden, aber ich glaube wirklich, dass es das ist, was uns einfach auch motiviert, in die Zukunft weiterzugehen und nicht irgendwie IKEA Nummer 2 werden. Wow, es hört sich also wirklich beeindruckend und grandios an. Das tollste Geschäftsjahr seit eurem Bestehen. Wir haben im Frühjahr mal zusammengesessen und telefoniert und die notvolle Situation geschildert und jetzt das. Ich finde schon wirklich außergewöhnlich. Lasst mich trotzdem noch mal ein bisschen kritisch auch nachfragen. Vision Denova, Menschen zum Aufblühen bringen. Zweite Chancen geben für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und so weiter. Das hört sich ja wirklich, wow, High-Level an. Also wirklich großartig. Kann ich bei euch schaffen. Nein, das ist zweite Chancen. Das hört sich ja sehr, sehr wertschätzend und positiv an. Und ich frage kritisch nach, kommt er doch überall an? Sind denn alle auch so dankbar darüber oder gibt es auch Frustrationen in eurem Betrieb oder ihr als Inhaber, als Chef und Chefin, läuft das wirklich alles so smart denn? Oder gibt es auch wirklich die Situation, wo ihr denkt, ja. Aber mich interessiert das wirklich, dass der Alltag wegweisend, das würde mich wirklich interessieren, wie ihr das handelt. Ich denke, von dem her ist es natürlich schon so, dass auch nicht bei uns gibt es Spannungen, gibt es Differenzen. Also es ist leider natürlich nicht alles nur immer aufblühend und ermutigend. Aber ich glaube, was ich wirklich sagen kann, dass unsere Mitarbeiter merken, dass wir es gut mit ihnen meinen. Also ich denke, und das schätzen die Leute. Und was ich auch sagen kann, unsere Leute sind wirklich sehr offen. Also wir haben ganz natürliche Gespräche über Glauben, Hoffnung, über Jesus.
Also von dem her, es ist ein natürlicher Teil von unserer Firmenkultur, dass wir einfach auch in einer E-Mail oder so irgendwie wirklich dürfen sagen, dass wir füreinander beten. Was ich sicher auch sagen kann, dass wahrscheinlich meinen Mitarbeitern lieber ist, dass sie einen Chef haben, der Menschen liebt, als einen Chef, der das Geld liebt. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, wenn ich als Soldat auf meinem Posten bin und in eine Richtung schiesse und nie jemand zurückschiesst, bin ich wahrscheinlich auf verlorenem Posten. Und von dem her kann ich natürlich bestätigen, dass auch schon sehr heftig gegen mich, gegen uns geschossen worden ist. Also das gibt Spannungen. Leider auch schon, dass wir wirklich die Mitarbeit oder die Zusammenarbeit nicht mehr fortgeführt werden konnten. Und die schwierigen Momente tun weh, die schwierigen Momente suchen wir nicht, aber sie sind natürlich ein Teil von unserer Firma, wo wir einfach auch wo wir uns outen und auch uns verwundbar machen. Aber ich kann natürlich bestätigen, dass das natürlich nicht von unserem Weg als Christen mit Jesus wird abhalten, sondern wir wissen ja, wir kämpfen nicht gegen nicht gegen Menschen. Ne? Nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte. Und das ist uns bewusst. Und ich muss auch vielleicht auch noch geschwind erwähnen, dass wir wirklich sehr dankbar sind, dass mehrere Leute gibt, die seit Jahren ganz treu für uns beten, die uns auch coachen in diesem Weg mit dieser Firma. Was sagt ihr Leuten? Ich möchte euch bewusst jetzt ein Lied geben. Was wollt ihr Leuten mitgeben, die mitten im Berufsalltag drinstehen? Ihr steht beide, du bist im Verkauf, du bist im Verkauf, ihr Rechnungen machen und so weiter. Ihr steht also voll in dem prallen Berufsleben drin, als Ehepaar, ihr teilt euch das, dann bist du im Geschäft, dann ist er daheim bei den Kindern und so weiter. Gucken eure Kinder jetzt den Stream? Vielleicht? Hoffentlich. Daheim. Keine Ahnung, was sie Dann sag ihnen liebe Grüße mal schnell. Grüß sie mal schnell. Hallo. Jetzt nochmal zurück. Ihr steht im Berufsalltag. Was wollt ihr Leuten sagen, die mitten im Berufsleben drin stehen? Was wollt ihr ihnen mitgeben, Mut machen, wegweisend im Beruf unterwegs zu sein? Also ich denke, da geht dann der Christian nachher noch drauf ein. Ich möchte einfach sagen, als Ehepaar hat es auch so viele Vorteile, zusammen zu arbeiten. Wir lachen viel zusammen, wir können daheim auch beten und wir ringen über schwierige Entscheidungen. Und ich denke, wir haben aber das Geschäft nie über die Familie gestellt. Das ist uns, hoffe ich, gelungen und wird uns weiterhin auch gelingen. Und wir sind auch nicht bereit, wirklich die Familie auf dem Altar vom Geschäft zu opfern. Und wir haben auch schon Situationen gehabt, da hat man daheim Lampen gesehen, sich wieder im Geschäft und dann muss man sich einfach ein bisschen professionell zusammenreißen, weil das wollen wir ja unseren Mitarbeitern auch nicht antun, dass wir da ist nicht gut. Differenzen haben. Genau. Aber ich finde, es ist toll. Ich freue mich immer, wenn ich ihn im Geschäft sehe. Das klingt jetzt so Das gut. ist gut. Ja, was ich eigentlich wirklich will, euch mit auf den Weg geben, sei das Licht an deinem Ort. Und ich glaube, Gott schreibt mit jedem von uns eine ganz einmalige Geschichte. Und die Mitarbeiter, die du hast, die habe ich nicht. Und die Kollegen oder die Chefs, die du hast, die habe ich nicht. Also ich glaube wirklich, dass Gott mit jedem Einzelnen einfach ein Zeugnis schreibt. Und dieses Zeugnis müssen deine Kollegen, deine Mitarbeiter hören, weil Gott hat mit dir ganz einen einzigartigen Weg. Gerade in dieser Corona-Zeit ist uns eigentlich sehr klar vor Augen geführt worden, dass all die weltlichen Sicherheiten, der weltliche Komfort, die Selbstverständlichkeiten, alles plötzlich gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Und ich kann wirklich bestätigen, dass unsere Mitmenschen, die suchen Hoffnung, die suchen Frieden, die suchen Halt. Ich glaube, wir leben doch in einer recht aufgewühlten Zeit. Und ich glaube, was ich mich einmal frage, ja, haben wir denn eine gute Nachricht? Haben wir eine gute Botschaft? Und ich sage, ja, wir haben eine gute Botschaft. Wir haben die beste Botschaft und das ist Jesus und eine lebendige Beziehung zu ihm. Und darum möchte ich wirklich die Leute ermutigen, dass sie sich von Gott gebrauchen lassen, dass sie einfach an dem Licht, wo sie sind, an dem Ort, wo sie sind, dürfen Licht sein. Und ich sehe wirklich auch meine Arbeit als vollzeitlicher Dienst. Ich habe wirklich gesagt, Ralf, wenn du nicht mehr von Gott erzählen würdest, dann wäre irgendetwas speziell. Und das Gleiche sage ich, wenn ich an meinem Ort, wo ich bin, nicht mehr von Gott erzählen würde, wäre auch irgendetwas speziell. Und von dem her will ich mein Licht nicht unter den Schemmel stellen lassen. Und in Matthäus, im Missionsbefehl steht ja, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern. Also wir sollen die Leute in die Nachfolge auffordern. Und von dem her sage ich, ja, wo ist meine Welt? Meine Welt ist die Geschäftswelt. Und ich frage die Leute heim, die Leute um mich herum, wo ist deine Welt? Wo hat Gott dich hergestellt?
und bist du dort Licht, Salz und Licht in dieser Welt. Und auch noch, was mich auch noch beeindruckt hat, in der Bibel tut ein Prophet oder andere Propheten salben für den Dienst im Tempel und salbt gleichzeitig auch noch den König. Das ist in einer Stelle erwähnt. Und nachher geht der Priester zurück und verrichtet seinen Dienst im Tempel und der König geht zurück und übernimmt seine Regierungsaufgaben, tut vielleicht Kriegsstrategien, eigentlich das tägliche Leben, tut Versorgungspläne machen. Und von dem her, auch die sagt eigentlich ganz klar, es spielt eigentlich gar keine Rolle, wo du schaffst oder wo du bist, sondern Gott hat für dich einen Auftrag und du bist gesalbt, dort das Licht zu sein, wo du bist. Und als Letztes möchte ich wirklich noch sagen, ich glaube auch, wir sind alle langsam Corona-müde und viele wollen einfach das Jahr 2020 abhaken, hat sich erledigt, komm, wir schauen vorne, wir haben es gesehen, wir wollen die Masken nicht mehr. Und ich sehe es eigentlich nicht so. Ich glaube wirklich, dass Corona wirklich mich ganz neu herausgefordert hat oder mein Fundament so durchgeschüttelt hat, dass ich wirklich gesehen habe, wo habe ich auf Sand gebaut und wo habe ich auf Felsen gebaut. Und wenn es das wieder braucht in meinem Leben, will ich wirklich sagen, ja, es war schmerzhaft gewesen, ja, es war schwierig gewesen, aber wir haben das Licht sein in dieser Zeit, wir haben Gottes Treue erleben in dieser schwierigen Zeit, dass er Wunder tut. Und von dem her sage ich, nehmen wir doch jetzt einfach das mit von Corona, dass die Welt eine Hoffnung braucht, das Licht braucht und für das braucht er dich. Wow, hey, mega gutes Schlusswort. Dankeschön. Hey, ganz herzlichen Dank euch beiden. Bevor ich euch verabschiede, möchte ich nur eins erwähnen. Und zwar, ich habe eine Geschichte gehört über dich, Christian, also die betrifft auch deine Frau natürlich, weil ihr seid als Ehepaar unterwegs. Eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat und auch nachdenklich gemacht hat. Und die Geschichte ist so, dass du jeden Tag, bevor du ins Geschäft gehst, wurde mir gesagt, dass du auf dem Weg dahin auf der Straße zu deinem Geschäft Müll aufsammelst. Also einfach Müll, den Leute hingeschmissen haben, wo die Stadtreinigung noch nicht geholt hat. Und nicht nur von deinem Geschäft, sondern auf der Straße, auf dem Weg dorthin, auf deinem Arbeitsweg. Und ich habe da mal nachgeforscht und nachgefragt, ja, warum machst du das so? Und dann hast du so spontan gesagt, ja, ich möchte mir ein demütiges Herz bewahren, das hilft mir. Und das ist mir nachgegangen. Das ist mir wirklich nachgegangen, weil ich glaube, das ist wegweisend. Wenn wir wirklich in dieser Serie irgendwas machen können, was wegweisend ist, ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil Müll aufsammeln kann jeder. Und was hat Jesus gemacht? Er ist schon in diese Welt gekommen und hat unseren Müll aufgesammelt, hat letztlich das gemacht, was du ganz symbolisch da an diesem Straßenrand machst. Keiner schaut zu, keiner weiß es, jetzt weiß der eine oder andere es, aber das hat mich zutiefst beeindruckt, weil ich glaube, das ist das, was wir alle tun können. Wir alle tun können in der nächsten Woche Müll aufsammeln von anderen, egal wo wir sind. Das kann wirklich Müll sein, physischer Müll, das kann Dinge sein, die schief gehen, dass Leute irgendwo Mist bauen. Man kann sich darum bemühen, wirklich eine Welt zu schaffen, in der wir Jesus-like unterwegs sind, wirklich wegweisend. Und für das Beispiel bin ich extrem dankbar für euch beide, dass ihr so unterwegs seid als Unternehmer, aber auch so ganz einfach, indem Müll aufgesammelt wird, tagtäglich von Menschen wie euch. Hey, mega herzlichen Dank. Ich möchte zum Schluss noch mit uns beten, dass wir alle wirklich zu Männern und Frauen werden, die sich nicht über den Müll beklagen, sondern den Müll wegräumen von anderen. Und so wegweisend sind in dieser Adventszeit auf diesen Jesus hin. Weil ich glaube, die Botschaft spricht lauter als alles andere. Ich bete noch mit uns. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir so in dieser Adventszeit so leben dürfen, trotz all diesen Vorschriften und komischen Dingen, die wir jetzt beachten müssen. Wir sind dankbar, dass wir hier sein dürfen und so vieles noch genießen können, so gut versorgt sind, dass es doch wirklich sehr, sehr gut geht. Und wir bitten dich, erfülle uns mit deinem Geist, mit deiner Liebe, dass wir alle zu Männern und Frauen werden, die so parat sind, Müll in dieser Welt wegzuräumen, so wie du das in unserem eigenen Leben getan hast und immer noch tust. Jesus, rüste uns aus. Wir möchten wirklich solche Personen sein, die hinweisen auf dich, mitten in dieser Adventszeit, mitten in dieser Weihnachtszeit. Danke, bist du gekommen, um uns zu erretten. Und danke, dass wir diese Botschaft weitergeben dürfen.
In deinem Namen beten wir. Amen.